Götz-George und Kommissar Schimanski. Kommissar Schimanski veränderte vor 35 Jahren das deutsche Fernsehen und die deutschen Krimis. Er war nicht nett und ruhig, sondern laut und unfreundlich. Götz-George spielte den Ermittler. Er ist im Juni 2016 gestorben. Götz-George war einer der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Er spielte in 58 Kinofilmen und rund 130 Fernsehfilmen mit. Seine Paraderolle war die des Kommissars Horst Schimanski, ein Ermittler der erfolgreichen Krimiserie Tatort. Damit schuf er eine Figur, die in den 1980er Jahren den Tatort und das gesamte deutsche Fernsehen veränderte. Vorher gab es in deutschen Krimiserien eher ruhige und nette Kommissare. Schimanski war anders. Er war unordentlich, fluchte, trank Alkohol, zahlte seine Rechnungen in der Kneipe nicht und schlug auch gerne mal zu. Er passte sich nicht an und verstieß gegen alle Regeln. In seiner schmuddeligen Jacke ermittelte Götz-George als Kommissar Schimanski in 29 Tatortfolgen und später in der eigenen Krimiserie Schimanski. Ungewöhnlich war auch der Ort, in dem Schimanski ermittelte, die Stadt Duisburg im Ruhrgebiet. Die Tatortfolgen mit Schimanski zeigten den Zuschauern dort das schmutzigere Deutschland. Arme Personen, triste Stadtviertel mit dunklen Kneipen, Dreck und Gewalt. Nachdem die erste Folge am 28. Juni 1981 ausgestrahlt worden war, reagierte die deutsche Presse empört. Sie beschwerte sich über den Prügelkommissar und den Gassenjargon, der in der Folge gesprochen wurde. Doch die Zuschauer mochten den Rüpel mit Herz. Obwohl Schimanski nur eine erfundene Fernsehfigur ist, traf er mit seiner Art den Nerv der Zuschauer. Bis heute ist Schimanski der bekannteste und erfolgreichste Ermittler in der Tatortgeschichte. Er war Vorbild für viele spätere Kommissare. Götz-George schuf mit Schimanski eine für Deutschland völlig neue Art des Krimihelden. Am 19. Juni 2016 ist George nach kurzer Krankheit gestorben.